地球の諸君、格闘技世界チャンピオンのミスター・サタンだ。諸君の協力もあって恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もう安心だ。恐怖から解放されたのだ。ベジータの怪我を先に治してやってくれ。あいつ相当くたびれてる。はい。おい、どこ行くんだワンコ。ん？ブー。まだ生きている。頼む、直してやってくれ。直せるんだろう、不思議なパワーで。ふざけるな、冗談じゃない。どけ、この俺がとどめを刺してやる。やめろ、やめてくれ。こいつはそんなに悪いやつじゃないんだ。頼むよ、お願いします。私が責任持って我が家で保護するから。保護だと？笑わせるな。貴様の力で一体何ができると言うんだ。ブーを直してやってくれでんで。なんだと？貴様正気か。まあいいじゃねえかベジータ。この二人がいなきゃオラたちみんなやられてたぜ。だろ？勝手にしろ。どうなっても知らんぞ。ありがとう、本当にありがとう。さあブーを元気にしたら一緒に地球に帰ろう。思いっきし食ってたっぷり寝てや。Um ehrlich zu sein, geht's mir da ähnlich. こうしてついに悟空たちは地球へと帰ってきた。皆さん！よう。そして懐かしき仲間や家族との再会を喜び合った。もっとも歓迎されない者も一人いたが、ずいぶん留守にしちまって悪かったなみんな。おら海王神のじいちゃんに命もらって聞けたんだ。それじゃあまた一緒に暮らせるだか。今度はご飯と御殿と家族4人で。ああ、早くパオズ山行けって父の手料理が食いてえぞ。7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝ドラゴンボール。それをめぐる孫悟空とたくさんの仲間たちの摩訶不思議な冒険はまだ続いていく。これからもいろんなトラブルが待ち受けているに違いない。でもきっとまた乗り越えていくことだろう。大丈夫、地球にはすごいやつらがいるのだから。
Solange es Son Goku und seine Freunde gibt, wird die Erde immer sicher sein. Ja, so kann man dem vielleicht sagen, Freunde. Wer weiß, was noch alles kommt in diesem Spiel. Denn das ist ja eigentlich erst der Abschluss der Hauptstory. Ein paar DLCs fehlen ja noch, von denen man zwar schon eine ungefähre Ahnung hat, was sie beinhalten werden, unter anderem auch neue Story-Elemente. Was genau kommen wird, aus Dragon Ball Super, aus Dragon Ball GT, was komplett anderes. Ich meine, wir haben ja auch schon Charaktere wie C21 gesehen, die man so ja auch eher, nur aus anderen Spielen kannte und nicht wirklich im Kanon und so vorkamen. Aber egal, ich meine, was ist mittlerweile schon Kanon bei Dragon Ball? Das ist sowieso ein Thema für sich. Ja, das war's also, Freunde, mit der Hauptstory zu Dragon Ball Z Kakarot. Deswegen hier noch mein kurzes Fazit dazu. Obwohl, was soll man kurz sagen? Es ist ein anderes Dragon Ball Spiel. Wir hatten ja sonst eigentlich immer so Spiele, wo man sich immer gesagt hat, ja, cool, wieder ein Dragon Ball Spiel, auf eine neue Konsole war es meistens und eine neue Generation. Aber es war halt nie so vollständig. Man hatte irgendwie nie alle Gegner. Und man jetzt irgendwie an den Pflanzenmännern, in denen eher weniger, oder an der Ginyu Force gespart hat, an irgendwelchen sonstigen Nebencharakteren, irgendwelchen Kämpfen, Animationen, einfach gewisse Szenen, die eigentlich doch immer sehr, sehr episch waren, vor allem im Anime. Haben wir hier eigentlich nicht. Es gab, glaube ich, jetzt zurückblickend ein, zwei Szenen, wo ich mir dachte, hätte man auch ein bisschen mehr anime-getreu sein können. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, welche da waren. So, im Hintergrund sehen wir noch ein bisschen, was da so abgeht. Nee, also generell muss man wirklich sagen, hey, dieses Spiel vereint eigentlich alles, was man von einem Dragon Ball Spiel erwarten kann. Wir haben eine offene Welt, also mehr oder weniger offen, mit Ladesequenz natürlich, aber trotzdem eine offene Welt. Wir können die ganze originale Dragon Ball Z Geschichte aus dem Manga, also ohne Filler halt, aber trotzdem aus dem Manga, können wir nacherleben in einer großartigen Umsetzung, also sprich großartige Animation, Zeichenstil. Die musikalische Untermalung war auch immer sehr, sehr geil. Ja, und vor allem, wenn es darum ging, sei es nun im Kampf gegen Vegeta, Freezer, Cell oder Buu, halt wirklich die Kämpfe, die auch storymäßig sehr relevant waren, wo natürlich auch sehr ausgeschmückt, so wie es sich eigentlich auch gehört. Oder hier, wie man es ja schon sieht, und halt Vegeta irgendwie der Rico mal in die Fresse geschlagen hat, dass es wirklich so rüberkam. Gut, eigentlich war es so ein Goku damals, ein anderes Thema. Das sind so Dinge, wo man sich sagt, geht's eigentlich noch besser? Oder hat das Spiel überhaupt irgendwelche negativen Seiten? Denn wir haben ja nicht nur die Hauptquests, wir haben ja auch Sidequests und dadurch ja auch viel erfahren über gewisse Charaktere, wo man sonst so nicht ganz wusste, in welche Richtung das geht, wo es zum Teil auch ein bisschen ja, neue Geschichten quasi dazu, ich sage jetzt mal nicht erfunden wurden, aber dazu erzählt wurden, die man sonst so aus dem Original nicht kannte. Das ist natürlich schon alles sehr, sehr geil gemacht worden. Aber, und hier kommt jetzt mal das Aber, natürlich, wie es könnte auch anders sein, hat auch dieses Spiel ja so seine negativen Seiten. Ich meine, einerseits die Ladesequenz, die ich bereits mal erwähnt hatte, waren zum Teil noch, vor allem in der Anfangsphase des Spiels noch, also direkt nach Release, doch ein bisschen viel und lang. Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen gebessert. Vor allem jetzt hier auf der PC-Version bzw. Steam-Version. Was wir auch hatten, waren zum Teil seltsame Glitches und Bugs, wodurch das Spiel nicht nur einmal, sondern einige Mal abgeschmiert ist. Okay, aber auch die kann man halt ausbessern. Zum Teil war es auch ein bisschen witzig, die zu finden, muss man natürlich auch sagen dazu. Ja, und dann die Sidequests. Anfangs dachte ich mir so, hey, geil, waren ja auch... Ja, die Sidequests hatten auch ihre Berechtigung, sage ich jetzt mal. Zumindest was das Ergebnis dann anbelangte. Aber dann halt die Umsetzung und halt doch mit der Zeit und halt alle Sidequests machen wollte, relativ viele machen wollte, haben wir uns dann doch gemerkt, hey, das ist ja schon sehr langwierig, langatmig, immer sich wieder wiederholend. Und es irgendwie darum ging, da ist ein böser Typ, der irgendwie eine Frau belästigt, okay, er schickt einen Roboter in den Kampf. War immer so, entweder irgendwelche Roboter oder irgendwelche Pflanzenmänner oder Cell Junior, so einfach immer halt diese gleichen Gegner, ja, muss fast schon sagen, fast schon ein bisschen Fußvolkmäßig, leider.
Aber gut, ich meine, das irgendwo, glaube muss man das auch irgendwie haben, damit es nicht irgendwie zu groß, zu gigantisch wird. Vor allem halt, er hat sich irgendwie gesagt, ja doch, man will halt relativ viele Sidequests unterbringen und auch nur erzählen und du musst irgendwie da was sammeln gehen und da was sammeln gehen. Vielleicht auch ein bisschen eintönig dann das Ganze. Ja, das waren so die Dinge, die mir aufgefallen sind, die ich ein bisschen negativ fand. Ging es natürlich positiv. Wie gesagt, ist er nicht nur rein kämpferisch, wo man sehr viel oder eigentlich alles aus dem Original nacherleben konnte. Und auch mal Teen Gohan, wenn man gerade am Bild haben, auch mal als normalen Jungen, also nicht nur Super Saiyajin, normalen Jungen auch spielen konnte. Weil das kannst du rückblicken in so wenigen Dragon Ball Spielen. Das ist krass. Und dann vor allem, ja, eben auch das RPG-Element. Sprich, dass wir das mit dem Level-System haben, mit dem Skill-System. Dass man irgendwie neue Superangriffe auch freischalten muss und erst dann geht's weiter, etc. etc. Alles mega geile Punkte. Die Achievements, gut sowieso, aber sie machen es auch irgendwie zum Teil Sinn, wenn man irgendwie sagt, hey, du musst so und so oft Shenlong rufen, damit du ein Achievement bekommst, oder du musst irgendwie Muten Roshis Schildkröten-Dingsbums machen, Training, damit du ein Achievement bekommst. Nicht so wie es bei teils Anspielen ist, wo ich mir so denke, ey, die Achievements zu bekommen, das dauert ja ewig, ist mühselig und whatever. Also von dem her, das Spiel doch hat sehr, sehr viel zu bieten. Ich sage jetzt mal gehabt. Aber ja, ich hoffe natürlich, es hat noch viel mehr in der Zukunft zu bieten. Ich meine, jetzt kann man sich nur fragen, hey, was kommt jetzt noch alles? Es wird sicher noch 1, 2, es wird jetzt noch sogar 3 Parts geben, wo es um die Sidequests geht, die man machen will. Also diejenigen, die wir jetzt noch offen haben. Wie bereits erwähnt, zum Teil gibt es irgendwie noch Sidequests, wo ich gesagt habe, die holen wir nach, obwohl sie bereits abgelaufen sind. Das erlaubt uns ein besonderes Feature, was wir jetzt, wenn das Spiel durchgespielt ist, dann gleich freischalten werden. Das eine, und dann würde ich mal sagen, wenn das durch ist, machen wir mal das DLC mit dem Super Saiyajin God. Das ist ja ein bisschen anders als im Original. Deswegen denke ich mal, wird es noch ein bisschen schneller gehen. Das haben wir vermutlich in 2, 3 Folgen maximal abgefrühstückt. Das ist keine richtige Story von dem her. Aber trotzdem sicher sehr, sehr interessant und denke auch mal notwendig, das noch zu machen. Ja, und dann heißt halt abwarten. Bis die nächsten DLCs kommen. Es soll ja mindestens noch 2 geben. Die, glaube ich, auch im Season Pass so erwähnt wurden. Und eben mindestens eines davon soll noch ein Story-Element oder ein großes Story-Element enthalten. Da ist halt die Frage, wird es um Dragon Ball Super gehen? Also ich meine, die Super Saiyajin God bzw. Beerus oder Zerstörungssage werden es natürlich nicht gehen. Aber warum dann? Wird es irgendwie Golden Freezer? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Der wäre auch zu kurz dafür. Den Future Trunks Arc, wo es ja noch um Black und so ging. Ja, da kann ich mir eher vorstellen. Oder irgendwie das große Turnier mit allen Universen, wo es dann darum ging. Oder vielleicht etwas komplett anderes. Ich meine, wenn man schon beim Thema wäre mit C21 und so, die ja auch in anderen Spielen vorkamen. Ich meine, was wäre mit Mira und Tova, also mit Elementen aus Dragon Ball Xenoverse. Ja, das seht ihr, es gibt noch einiges, was man machen könnte. Oder man sagt sich einfach, nö, macht irgendwie noch 1, 2 DLCs fertig und bringt nachher dann statt weiteren DLCs auf direkt mal Dragon Ball Xenoverse 3. Wo ich auch nichts dagegen hätte, ganz ehrlich gesagt. Aber irgendwann so eine Story-Arc mit Dragon Ball GT, das wäre mega mäßig geil, weil Dragon Ball GT gibt es in so wenigen Spielen. Vor allem so ausführlich, wie wir es jetzt hier erlebt haben. Das wäre schon geil. Vor allem so, ja, die Baby-Saga, Super 17 muss nicht unbedingt sein, vielleicht anders ausgeschmückt. Das mit den Schattendrachen, mit den Shadow Dragons. Ja, naja. Das sind einfach mal so ein paar Wünsche und Vorstellungen und Hoffnungen und whatever, was ich alles habe. Vegeta, フリーザ、セルにブー。これまでいろんなやつと戦ってきたけど、この世にはまだまだすんげえやつがいるかもしんねえ。へへ、おらワクワクしてきた。よーし、もっともっと強くなっぞ。Jo, Krillin, was gibt's? Geschichte. Ja, ist gut, dass er weg ist, aber allein habe ich nicht besiegt. Ja, doof.
Das kann, ja. Wenn hier jemand der Stärkste im Leben ist, dann du. Nee, eigentlich ist Gohan der Stärkste, weil seine Ultimate Gohan-Form ist stärker als der dreifache Super Saiyan Son Goku. Noch ein Anruf. Juhu! Jetzt mal so will. Meine ich. Wiedersehen. Wenn man zukünftig ich das kann, schaffe ich das auch. Das war alles. Ja, vielleicht machst du das mal. Ja, Freunde, damit hat sie uns auch schon ein bisschen getriggert, was wir noch alles machen können. Natürlich die verpassten Quests holen mit einer Zeitmaschine nach. Ganz einfach. Nachdem Majin Buu besiegt wurde, kehrt der Frieden endlich ins Universum zurück. Doch das ist noch nicht das Ende von Son Gokus Geschichte. Welche neue mächtigen Freunde und Feinde warten dort draußen? Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden. Erkunde die Welt und sieh, was du entdecken kannst, während du Son Goku hilfst, noch stärker zu werden. Ja, das heißt, theoretisch können wir noch irgendwie bis Level 200, bis 2000, whatever trainieren. Was soll das überhaupt noch alles bringen? Ja, ich habe keine Chance gegen meinen Papa. Stimmt doch gar nicht. Alter, mein Gohan ist viel stärker. Mir gefällt's. Ja, mir gefällt's auch. Gut, Freunde, ihr seht sowieso, wir haben hier noch viel zu tun. Sidequests, sind jetzt 2 neue aufgetaucht. Ah, gibt es sogar neue Sidequests, okay. Aber ganz kurz, ich will nur ganz kurz gucken, ich mache heute nicht mehr viel in der Folge, Freunde. Hallo? Nicht ausrasten. Ich will ganz kurz gucken, was hier... So. Bereits etwas Neues freigeschaltet wurde. Super Genki Dama X, okay. Benötigtes Key 245, alter Schwede. Aber sonst geht's noch gut, oder was? Ja, dafür können wir uns irgendwie auf alle Charaktere zurückgreifen. Oh, Limit Breaker, Special Beam kennen. Da muss sowieso mal gucken, was denn das für eine beste Variante gibt, noch zu trainieren. Zum Teil natürlich auch offscreen, weil Ziel wäre eigentlich schon, dass ich möglichst weit noch trainieren könnte. Piccolo, okay, aber Goten, Trunks sind doch eher Support-Charaktere, keine eigenen. Ja, wenn es halt so ist, wa? Dann noch irgendwie etwas zum... Naja, werden noch ein paar Dinge. Aber ich kenne mich, wenn ich jetzt mit einem anfangen, müssen wir mit allen anfangen. Das wird ein bisschen too much, zu viel des Ganzen. Die wir Schnellfeuer Key-Wellen, entfesselte Kraft. Stufe 80, Stufe 90, aber theoretisch können wir eigentlich schon alles freischalten. War einfach mit einem richtigen Level. Wird alles gehen. Okay. Gut, das wird natürlich eine ganz andere Geschichte werden. Aber hier noch Lehren wir die Zukunft. Die kann ich jetzt mit Son Gohan beenden. Dann haben wir hier etwas Neues. Ja, ich will mich dann... Ja, natürlich, es finden auch noch ein paar Dinger. Vergessen wir nicht, weil es finden noch ein paar Medaillen. Im Dashboard, sag ich jetzt mal. Das heißt, wir müssen noch ein paar von denen machen. Weiter abschließen. Ach cool, ich kann auf Namek. Krass. Alter, jetzt habt ihr ein bisschen übertrieben hier, wa? Leck mich am Arsch. Okay, jetzt sind sie wahnsinnig geworden. Das kann ich noch nicht machen. Aha, dann bestimmt nimmt es da ist. Okay, Freunde, das heißt, ab der nächsten Folge machen wir erstmal noch die restlichen Sidequests, die momentan so möglich sind. Dann zu gegebenen Zeitpunkt reisen wir zurück in die Vergangenheit, machen die verpassten Quests, vor allem die hier mit Stufe 16, 17. Die ist, glaube ich, bedingt an die geknüpft irgendwie und die, glaube ich, auch und so. Machen wir erstmal die. Was ist mit... King Cole wurde wiederbelebt, warum? What the f... Wieso? Hat nämlich gar keinen Sinn. Ja, wenn wir alle Sidequests durchhaben, kann er wieder Dragon Balls rufen. Schön, bringt's was etwas? Oh, er kann die zurückholen. Bringt Tode aus dem... Okay, ihr seht schon, das wird noch ein paar Folgen dauern, bis wir hier durch sind mit den Sidequests. Da kann man jetzt schon mal versprechen. Alter Schwede. Dafür haben wir Story, alle 33 Kapitel. Yo. Na, sonst relativ viel. Beziehungen, es fehlt... Ja gut, Beziehungen, doch, da fehlt noch ein bisschen was.
Gut, das ist halt wieder auf die Sidequest bezogen war. Da müssen wir einfach die noch ein bisschen nachholen. Da sind wir sehr gut mit Tenjan Shao Su, die irgendwie noch mit 7 hätten. Das tut der Herr der Kraniche und Tao Bai Bai hier unter anderem. Das heißt, müsst ältere Sidequests machen. Jo, macht natürlich auch. Okay, kriegen wir das auch hin. Also, wie bereits erwähnt, Ziel ist für mich erst einmal alle Sidequests noch abzuschließen. Dann machen wir weiter mit dem DLC. Alter. Juhu. Okay, das wäre krass. Ich mache mich nass und ich habe vor allem Spaß. Also erstmal die Sidequests, die momentan so nur sind. Und dann machen wir nachher weiter hier mit einem neuen Kraft erwacht Teil 1. Ja, wobei, wenn das Teil 1 ist, müsste das Teil 2 sein. Das heißt, es geht im Grunde um den Super Saiyajin Blue. Hier haben. Was halt auch ein bisschen verwundert ist, dass wir so lange nichts mehr gehört haben. Ich meine, der DLC ist nicht mehr so neu, den gibt es schon eine Weile. Vor allem ist auch bis hierhin, damit es irgendwie lohnt, müssen wir irgendwie schon Level 200 haben. Da muss ich echt gucken, wie ich das am besten mache. Aber egal. Ihr wisst, was ich noch so weiter vorhabe. Ich hoffe, ihr seid auch weiterhin dabei. Beim, kann man so sagen, Abschluss von Dragon Ball Z Kakarot. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mit der Hauptstory. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao zusammen.